Mein Name ist Chaim Ekstein und in der Lesson gehe ich explainen, was meint a Option wird assigned oder a Option wird exercised. Es ist etwas, was jeder Optionstrader missversteht, gedeiht sie matzliach seinen Options. Agam Rov Mu geschehnt es nicht, weil Rov Mu, wenn einer trade Options, geht er kaufen oder verkaufen der Option in Zimmachen seiner Position, noch fahr sie geschehnt Expiration, noch fahr sie kommt und der Assignment Date oder der Exercise Date. Aber du darfst es verstehen, gedeiht sie verstehen mechanically, wie so eine Option arbeitet. Wieso ihr habt schon Preise zusammengestellt und wieso the value von es wird determined lot expiration. So, nicht gechillig zu bist der Option Buyer, zu bist der Option Seller. Assignment ist eine Sache, wo sie geht dich affekten in deinem Account in einer echten Weg. Meile ist es wichtig zu verstehen, aber gedenk, ob die verstehst nicht geht, wieso ihr Options arbeitet. Ich rede geht, meine geht. Also wie der Rebbe pflegt sagen, mit ziehen, ja? Du hast eine Stotchen keine Options. Options ist sehr riesige Sache, in Rauf Menschen, was Stotchen Options verlieren Geld. Weil sie weiß ja nicht, was sie tun. Sie tun stamm emotional Sachen und ich wollte sehr nicht gewollt, dass die so sein eins von den Statistics. So, dann lefochen wir echt gemoit, gehe ran in dem, verstehe, was sie tut sich und nur demut sollst du tun an solche Sachen. So, was meint Assignment und was meint Exercise? Der Käufer von einem Options-Contract hat das Recht zu exercisen den Contract, aber der Seller hat die Obligation, das unzunehmen, wenn wird assigned. Was geschehen, wenn einer wird assigned? Es sind zwei Options, es sind Call Options, es sind Put Options. So lassen wir reden können wegen einer Call Option. Was geschehen, wenn a Seller wird assigned a Call Option? Das meint, also wird gezwungen, wird geforst, zu verkaufen hinter Shares von der Stock, auf was hat verkauft der Option, auf einen gewissen Strikepreis. Lemuschel, ob du hast verkauft eine Call-Option mit einem $100 Strikepreis, noch mal sagen, der Stock ist jetzt $100, a viele der Stock ist $100, bist du immer hier, hast du die Obligation, zu verkaufen die Shares für $100. Der Buyer von der Option aber hat nicht kein Schirm hier. Hat das Recht, zu kaufen die Shares für $100, a viele der Stock ist $105. So, this is by a call option. Was ist mit der Put Option? Tomer, du wirst assigned a Put Option. Das meint, du bist gezwungen zu aufkaufen 100 Shares für den Stock auf einen gewissen Preis, wo das ist der Strikepreis. Lomuschel, oder du hast verkauft a Put Option für $100 Strikepreis und der Stock hat gedroppt, lassen wir sagen, zu $90, bist du immer hier, hast du die Obligation, zu kaufen die Shares für $100. Wenn geschehen da solche Sachen, wenn geschehen da Assignment, darfst du verstehen, also du zwei Options. So du American Style Options und so du European Style Options. American Style Options kann man exercisen any time before expiration. Hagam, sie geschehen sehr selten als Sache, als man soll assignen Shares falls sie expired. Und so pushet es selber, weil man kann auch kaufen und verkaufen die Option. Sie fehlt nicht los, zu actually gain an assignen the shares. Weil ich kann plain gehen verkaufen meine Option, wo es gewöhnlich geht the value von der Option herauf oder herauf, load the stock. So, ob deine Option ist herangekommen in the money, geht the value von deiner Option auch werden reflected based of them. Aber sie können sich machen, als amul, als eine Sache, man soll ja werden assigned shares, a viele fast expired, und bei Iker können sich es machen, wenn the Option is deep in the money. Fein, so kannst du auch weg in einen Tag, dass du sehen, du hast Shares in deinem Account oder bist geworden geforst zu verkaufen Shares für einen. Mascha einkein, ob es ist European Style Options, geschehen gewöhnlich gut nicht für Expiration, und sie können nicht geschehen, nicht so gewöhnlich, nicht gewöhnlich. Sie geschehen nicht gut nicht für Expiration, weil man hat nicht die Right, das zu exercisen für them. By the way, so du hast eine was heißt SPX, was ist basically a Options Market, was ist ein Index, was ist geht low der S&P 500. SPX is a cash settled option. Das meint, dass ob sie kommt uns die Expiration und es ist in the money, geistig kein Mensch sehen mit kan actual shares. Nicht long, nicht short, nicht kaufen, nicht verkaufen. Weil was sie geht geschehen ist, dass sie geht werden gesettelt, load the number, wie viel hat sich geendigt der SPX, der Index, der S&P 500 Index, load den wirst du dir sehen, mit so viel Geld zugekommen zu deinem Account oder so viel Geld fehlt für deinen Account. So, sie sei Däume zu den European Style Options, was sie wird nicht assigned kann Shares, nur sie wird pushed Cash settled. Und sicher ist die jetzt fragen an Schale, was geschehen, ob ich nicht kann Shares zu geben, oder ich nicht kann Cash zu kaufen die Shares von der Option Buyer. Was dir? In der Empfehlung von dem ist,
Als sie kennen seine, die Guys bekommen eine Margin Call, dann Broker hat dich schicken eine Margin Call, die müssen schnell aufkommen mit Geld, das zu tun, und ob nicht, gehen sie verkaufen deine Assets. So, aber dann Broker ist obligated, das zu handeln, und sie kennen seine sehr große Consequences, ob die hast nicht das Geld. So, eine Margin Call, wenn die hast eine Margin Call, sollst du besser machen sicher, dass die hast das Geld von dem, sie können wir finden, und sollst du allein können wir finden, ob möglich, und nicht das lassen dann Broker können wir finden, weil das kann meinen, er soll verkaufen gewisse Shares von deinem Account, dat sie können coveren in der Margin Call. In Sommer gehad eine andere Lesson über Covered Calls, wo du kannst es überkicken, aber Covered Calls, le Muschel, oder Cash Secured Puts, in Covered Calls auch heilig finden, es ist Cash Secured Puts, macht Managen Assignments auch geringer, weil die hast die Geld da reingelegt in der Account, so ist dann Position ist secured mit Cash, so ob sie geht da rauffallen dann der Stack, zu dann Strikepreis, geist da oben die Geld ready dort und auszukaufen des Stacks für die Amount, wie viel der Strikepreis ist. Und dieselbe Sache, ob du hast einen Covered Call und der Stock geht darauf gehen, zu der Strikepreis von einem Covered Call, hast du können geben von jenem deiner Shares. So, sie macht die Sache geringer. So, der Risk für ein Assignment ist eine Sache, ein kleinerer Risk auf dieser Weg. Weil sie geht gut nicht geschehen unexpected, du hast alles expected und du weißt, dass sie kann geschehen und du bist prepared für es und sie kann du kannst coveren deine Obligation, wo du hast, ob das geschehen. Ich hoffe, das hat doch gegeben ein bisschen Klarheit auf Option Assignment und Exercise, wieso ist die Arbeit in der real world, in der echten Welt, wenn sie geschehen Sachen. Und ich hoffe, dass du rausbekommen eine Value von dem. Please mach sicher, dass du likest das Video und lass über any comments, ob du wissen, so wir adressen andere Sachen in der Options Market und mach sicher, dass du subscribest dich auch. Und ob du hast nicht Access zu dem auf YouTube, kannst du auch subscriben bei chaimexting.com/blog.